Guten Morgen. Wollen je vielleicht ein bisschen angeschmiert fühlen, dass ich hier von das Morgens war sehe, dass es ein bisschen anders ausgefallen als wir geplant hatten. Ich werde nicht gescheduled hier von das Morgens zu reden, aber wenn dort, was wir geplant haben, werden wir ja auch verhaftet. Als Pastor Hermann Deckert, der fuhr mit einer Gruppe nach Ottawa von der, und so mussten wir uns mit den Trachtüchen, wer eine Botschaft bringen. Und ich glaube, das ist gut, dass wir ehrlich sind, uns mit den Proben Trachtüchen, wo wir uns unterhalten können. So, mir wollte vielleicht, dass ich von der Samaris dann, weil uns dann hier die deutsche Andacht zu bringen, Pastor Pete wird dann die englische Andacht bringen. So ich hoffe, dass wir die Wegen sehen sind, wir wollen dann abgebiet worden, dadurch wird Gott sein Wort uns von der Samaris zu sein hat. Und weil ihr dort viel uns oftmals helpt haben, dass Gott uns leiden und führen wird, was er wollen haben, was wir sollen tun. So, wenn ihr den Thema da gesehen habt in der Bulletin, wo ihr das vielleicht gemerkt habt, wo ich von reden da, uns fehlt dort an den Halpa. So, und ich will hier von dessen Halpa, von der Samaris mit reden, und dessen Halpa dort erst nur Gott sein Wort nur hier, wo wir wollen von reden, da redet er von einem Treister. Weil die oftmals, wo wir uns beim Fängen down in uns Leben und down wird von den Umständen, wo wir uns beim Fängen down, da fehlt uns dessen Treister, was Jesus seine Jünger versprechen, dass was er wird schaffen, wenn er wird weich sein und Tränen Hüsse gefahren sein, wird er an den Treister schaffen und das ist für uns von der kriegst du gut. Und uns fehlt oftmals ein Trost. So, dessen Treister fehlt uns pünktlich. So, wenn ich denke an mir fehlt Halp, mir fehlt ein Halpa, und besonders, ich bete immer, dass Gott mir eine Andacht geben, so was die Versammlung auch fehlen wird. Dass das nicht bloß so ist, was mir fehlen wird, aber dass uns alle taub fehlen wird, dass wir uns alle taub können abbieten und helfen. Und mein Verlangen ist, dass das Botschaft von der Samaris wird dort tun. Und weet je, als Jesus hier auf Erden war, als er mit seinen Jüngern taub gehen hat, für seine 3 Jahre, was er sein Ministry hier hat, verleiten sich, glaube ich, ganz ab an, die gingen am heran, die hatten alles verloren, was sie leiden, geschafft haben und so weiter. Und gegen Jesus heran, und like doch, und so, nie hatten sie wem, wo sie sich einmal würden verloren, der wird bei uns sein und helfen und leiden und alles, was ihnen wird fehlen. Sie würden mit am Tod bleiben und so weiter. Aber in der letzten Zeit von seinem Leben hier fängt er an zu vertellen, von wo er wird verloren, er wird trägen und er wird ihn verloren. Und das macht die Jünger sehr traurig. Dat zij dit hier in van aan dat hij eind wordt verloren. Maar dat is wat zijn plan weer. Hij wordt trein am Himmel fahren en hangen en zij worden hängen blijven. En dat maakt een treurig. In Johannes 16, ik heb van dat reden en mijn lezen van wat hij vertellen deed, al van aanvang aan van dat kapitel. Maar ik wil niet ganz van aanvang aan van dat lezen, aber als ich sage, die Jünger, die wären traurig, dass Jesus ihnen vertrauen werden, dass er an verloren wurde. Das sagt in Johannes 16, Vers 6, weil ich das gesagt habe, als ich heute traurig geworden. So, und sie wären wirklich traurig geworden, dass sie das hier von Jesus, von der Lehrer, wo sie mal taub wären, pflanzlich vielleicht noch taub geworden in den letzten 3 Jahren, wo sie taub wären, und nun will er ihn verloren, er sie das mögt heute traurig. Und ich sehe mir sicher, dass er kann. Und Jesus, der wisst das gut. Er wisst, dass das wird ein Halpa fehlen. Und wird wem fehlen, dann wird er mit Antop wird gehen, will es nicht wieder wird angehen, so nu werden sie berührt, was sie vielleicht von hier wieder werden tun. Und verspricht Jesus, er sagt das an Johannes 16, Vers 7, sagt er, aber ich sage ihnen die Wahrheit. Für ihn ist das gut, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht gehen. Also der Halpa, der Heilige Jesus. Und sagt dann, wenn ich übergehe, wo ich den schauen. So hier verspricht er, ich einen sehr guten Versprechen. Er sagt, wenn ich weggehe, das ist nicht, dass ich weggehe, das ist für ihn am Golden. So dann heißt er, wenn ich weggehe, dann werde ich den Tröster schauen. Und das ist den Halpa, was empfehlen würde, in ihr Leben wiederzugehen. Und ich glaube, für uns ist das von der Krieg so, wie Brücken neidig dessen Halpa. Den Tröster in unseren Umständen, wo wir besonders von der und auch beim Leben und wo wir uns finden und wo so viel von geredet wird, uns fehlt wirklich, wem wird mit uns gehen, der uns bekräftigen, dass wir wiedergehen. Besonders wenn wir in Gott sein Dienst arbeiten, wenn wir ein von seinen Jüngern sind, von seinen Diener sind,
vorwärts zu gehen, fehlt uns ein, was mit uns gehen hat. Ich glaube, das Leid, was wir sehen, nu jetzt sage ich, mein Gott und ich, wir gehen taub. Und ich glaube, das ist, was unsere Anstellung soll sein. Ich und Gott, wir gehen taub. Ich allein kann das nicht. Wenn wir nicht in Gott sein wollen, leben, dann fehlt uns gleich Hilfe. Aber wenn wir in Gott sein Leben arbeiten und sein Dienst für ihn tun, dann fehlt uns an seine Hilfe. So, dann müssen wir sagen, mein Gott und ich. Und ich glaube, Jesus, der wusste, dass seine Jünger, die würden an ihm fehlen, die würden an Hilfe fehlen. Und so, deswegen Jesus voll haben, sie sollen nicht weichgehen von Jerusalem, als Jesus Aufschritt nehmen, von seinen Jüngern, als er abgestoßen wird von Daut, dann begegnen sie sich der Tod nach, vielleicht bei der letzten Stadt, wo sie sich würden hier auf Erden sein, solange als Jesus hier auf Erden war, seht heute an, sie sollen nicht von Jerusalem weichgehen, aber sie würden dessen Halpa gekriegt haben. Ich denke, vielleicht, als das wäre er wisst dort, mit sich selbst, haben sie die Kraft nicht zu tun, was sie sollen tun, weil es dann, wir weten, dass sie haben Jesus verloren, wir waren heran von ihm, haben ihn verloren, und zwar sie gesagt haben, dass sie würden am Himmel nicht verloren. Aber als sie darauf ankommen, dann weiß ich das aus, dass in ihrer eigenen Kraft verleiten sie Jesus alle leiten am da allein. Und sie haben nicht die Kraft zu tun, was fehlt zu tun. So nu als Jesus aufschreibt, nehmen die sie, dass sie sollen in Jerusalem bleiben, was sie würden dessen Halpa kriegen. Vielleicht sie würden wieder gehen. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt das, und als er mit Antopia befahl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen. Dann sagt er, überwachten, bis sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat, wovon wo er von Reden gehört. Den die mir haben Reden gehört. So hat er auch vorher gesagt, und so sie nicht gehen, ohne das, was die kriegen haben. Und das ist, Vers 17 sagt, dort ist der Jes der Wahrheit, der die Welt nicht kriegen kann, willst du den nicht sieht und nicht kannt, sagt er, aber je über kann den, willst der wohnt in Jünd und wird mit Jünd sein. So hier sagt er sozusagen, oh, das ist auch passiert, er sagt, der wird in Jünd wohnen, der wird in Jünd wohnen und der wird in Jünd sein, aber der Welt, der kannt ihn gleich, aber sie sind Senje, so der kann und der wollen mit ihm gehen. Wenn er damit ja denken, dass was das Reich ist, er wird in uns sein, dann weiß wir nicht mehr, was das Kriegsreich, was das lohnt oder was, aber er sagt auch, dass er wird in Jünd sein. Er ist in Jünd. Was meint das zu dir, wenn Jesus in dir ist? Kannst du am sperren, kannst du am fallen, weißt du das, oder glaubst du das, wenn du am angenommen hast, dass er in dir ist, dass er dir die Kraft geben zu tun, was er will haben von dir? Und er ist in der Wirklichkeit eine große Hilfe für uns, wenn wir das lohnen, wenn wir am lohnen, helfen, wo uns das fehlen wird. Das Psalm 46, Vers 2 auch sagt, Gott ist unsere Zuflucht, eine sichere Stadt. Auch unsere Kraft, er ist eine gewünschte Hilfe in einer großen Not. Ich gleich das Erfahrung schon mal sagen, das ist halt uns denken, dass wo wir unsere Kraft wirklich herkriegen können, das ist Gott. In Gott, in Jesus, in der Heilige Geist, die drei sind eins. Und so, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann haben wir die Kraft in uns, was uns helfen kann. Das ist eine sichere Stadt, Hand zu gehen, um Hilfe zu kriegen. Und wir lesen auch auf anderen Städten, wo der Heilige Geist in uns Körper wohnt, der hat sich die Wohnung gemerkt in uns. So dass er sagt, er wohnt in Jünd. In 1. Korinther 6, Vers 19 sagt Paulus, es steht, weißt ihr nicht, dass Jünd Körper ein Tempel ist für den Heiligen Geist, der in Jünd wohnt? So er sagt, der wohnt in Jünd. Das ist seine Wohnung, der Heilige Geist. In den die nicht von Gott haben. Und dann sagt er, je einen Jüd nicht selbst, die sind für in deren Preis gekauft. Und jemand denkt von euch, und wir leben vielleicht wie hier uns selbst. Wir sind Gottes Kinder, aber doch haben wir vielleicht zum so holen, dass wir hier uns selbst, wir können dann doch noch vielleicht tun, was wir wollen. Aber er sagt, no, die sind gekauft für in deren Preis. Und der Heilige Geist hat sich seine Wohnung gemerkt in Jünd.
So er ist in uns und wir sollen den Leuten regieren in uns Leben, zu tun, was er will haben. Und du, wenn Jesus als er uns angetragen, er wusste das. Jesus wusste auch, dass seine Jünger wurdet an diesen Fehlen, an diesen Heiligen Geist, den Halpa in ihr Leben. So, trägt in Apostelgeschichte 1 sagt dort sagt die Jünger nach Jerusalem und lüden da, was der Geist eben ankam. So als Vers 4 von Reden, dass er soll nicht von Jerusalem weichgehen. Und das ist auch was zu deuten. Wenn wir übergehen, Kapitel 1, Vers 13 sagt dort, in als zij terugkwamen, gingen zij op den Beinen in ihre Stube nahen, wo sie sich abhielten. Dann sagt er, der List von seinen Aposteln und seinen Jünger, wer alle wären, sind abgeschrieben, die wären alle taub und die lüden da. Bis das Heilige Geist wird eben entkommen. Und ich weiß nicht, ich denke jetzt mal an, was die gedacht haben, was sollen sie da lüren? Jesus hat gesagt, dass sie sollen da bei Jerusalem lüren und warten, bis der Halpa wird kommen, der Treister. Und sie werden gehorsam, sie deuten da und gehen dann das eine Stube an und da werden sie alle taub und da lüden sie, was das wird passieren. So, ich wundere eins mal, was die gedacht haben, wo würde das sich rannehmen? Wo würde der Halpa kommen? Und da sagt in Apostelgeschichte 2, was das passieren, die erste Vers sagt, als der Pfingsttag dann kam, wären sie alle taub, in einer Stadt taub. Und das sagt, und plötzlich hierden sei, also das passiert sehr hastig, plötzlich hierden sei, so aus ein Sturm, ein rügendes Gelüt vom Himmel, so dass im ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. So dass wir in einem großen Sturm, ja Wind, hier sich so ein großes Gelüt, was da passieren wird, was da in der ganzen Stube zu hören wir, wo sie werden werden. Ich weiß nicht, wie groß diese Stube war, aber es sagt, dass wir in das ganze Haus zu hören sogar, wo sie saßen. Und dann passiert das. Vers 3 sagt, dann sahen sie auf einmal Zungen, aus von 4. Und da sahen sich ab jedem ein von an. Ab jedem ein von einem, was da werden wären, da sah diese Zungen sich. Und das ist ein großer Sturm, was da gehen, da kamen auf einmal Zungen, das 4. Und da sahen sich ab jedem ein von ihnen, was da werden lüren, das ist ein Heiligen Geist, das ist ein Halpa. Ein großes Wunder passiert hier. Und das ist der Treister, wo Jesus von reden wird, was er will checken. Und wo sie nur lernen sollen, dass sie nicht sollen von der gehen, als sie diese Kraft wollen kriegen. Dass sie wollen kraftig wiedergehen in den Dienst, wo er irgendwo zu brücken. Und dann sagt der Vers 4, sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fangen an, in andere Sprachen zu reden. Du noch aus der Geist an das möglich möglich. Weil das wird nicht ihre eine Kraft, was hier passieren wird. Ut ihre eine Kraft, der diese Menschen wären, dass wir allmählich, dass sie können, diese Sprachen alle reden, was sie hier wollen reden können nu, durch den Heiligen Geist, durch diese Kraft, was sie gekriegt haben. Dann sagt er in Vers 5, du wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter dem Himmel. So Menschen, die vielleicht nehmen an, was verschiedene Sprachen haben geredet, und da wären die taub in Jerusalem, oder die wohnten da sogar, aber sie hatten verschiedene Sprachen, was sie reden leiden. Einmal wie aus Mennoniten, wir sind auch hier in Kanada taub, wo die Sprache Englisch ist, aber wir uns vertalen einmal Deutsch, oder Vierten vertalen wir Deutsch oder Spanisch, und haben verschiedene Sprachen, was wir wirklich von unserer Muttersprache ist. Und, ich hier mal, wie kriege mal Jas von Deutschland, ein Mann, der einfach hast nach uns kommen, und der können bloß Plattdeutsch. Der kommt von Deutschland, aber das Mann, der können rein nicht Englisch, der können bloß Plattdeutsch oder Hochdeutsch. So, und er wird in Elmer gewesen in der Stadt, und er hat sich damit geramgebäselt und ramgewundert und weiß nicht, wo er hin will. Er will das hier proben, mit der Segen sein, das heißt, ich hier will merken. Und dann hat er verschiedene Menschen begegnet, und sie hat da wie eine Gruppe gewesen, die hat Spanisch verteilt, und dort wie eine Gruppe gewesen, die hat Englisch verteilt. Und dann ab anderen Stelle wie in Sonne gewesen, die hat Plattdeutsch verteilt, aber mit so durcheinander. Wort Englisch machen, Wort Plattdeutsch, da hat ich nicht gewusst, von was die reden leiden. Und dann sagt er, kriegst du wieder in Deutschland.
Also so wohnen verschiedene Menschen auch in Deutschland, von verschiedenen Ländern, sie verhalten ihre eine Sprache, wo sie kommen daten. Und das ist hier vielleicht auch so was, hier werden Menschen von verschiedenen Ländern, die vielleicht verschiedene Sprachen haben, und vielleicht können sie nicht mal die andere Sprache nur hier wieder weins. Als wir das hier daten, dass diese Männer von den Heiligen Geist gefällt werden worden, und fangen an, mit anderen Sprachen zu reden, sagt dort in Vers 12, verwundert und verwillert führen sie einer den anderen. Was jaft das nach? Was jaft das nach? Das wie was nicht. Was jaft das nach, sagen sie hier. Und wir weiten die Geschichte wieder, wo die das Evangelium der Predigen deuten, wo viele Menschen dort hier deuten und wo die zum Glauben kommen dadurch. Und die predigen eine sehr kraftige Botschaft durch den Tag. Was sehr ein großes Wunder passiert hier. Und die Predigt wird das. Petrus sagt an, keert am und lot ihn alle in Jesus Christus sein Namen deupen. So das erste wird keert am. Sie müssen amkehren von ihr alten Leben, was sie erst gelebt haben. So heißt es, keert am und lot ihn alle in Jesus Christus sein Namen deupen. Der Daut, der fällt den Glauben. Das wird nicht der Daut, wird entweder raten, aber dass sie amkehren würden von ihr alten Leben in ein anderes Leben anfangen. Aber dann fällt der Daut, er sagt, keert am und lot ihn alle in Christus sein Namen deupen. Dort jünt die Sünden vergeben worden, dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. So hier wird auch ab dieser Versprechung den Heiligen Geist versprochen. Man sie wollen amkehren von ihr alten Leben und sich loten ihre Sünden vergeben, sich wollen reinigen und sich loten deupen, dann wollen ihre Sünden vergeben sein und sie wollen auch diesen Heiligen Geist kriegen. Diese Kraft wollen sie auch kriegen. Weil das ist von der und nach kriegt so jährlich. Das ist für jedem ein von der kriegt so nach, wenn wir uns altes Leben abgeben und abhören und uns loten von unseren Sünden reinigen, von Jesus Christus, von Gott, dass er uns reinigen kann, dann wollen wir auch den Heiligen Geist kriegen. Diese Kraft, diese Macht. Und er sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 39, das ist, was Gott jünt und jüne Kinder versprochen hat. In all die, was weit auf sind. So, hier sagt er nicht bloß, das kriegt ihr dich bei nu und dann. Er sagt, all die, was weit auf sind auch. Nicht bloß der Jahre zu der Zeit, aber all die, was weit auf sind. Und ich wundere, dass das gemeint ist, nu von der und Tag noch sogar. Weil sie hat gesagt, dass sie wollen Zeigen sein, vor allem erst in Jerusalem, und in Judäa, und in Samaria, und dann über die ganze Welt. Und das ist über die ganze Welt. Sogar in unserer Gegend hier. Und dann sagt er in Vers 40, Petrus redet an, nach der viele andere wird, und ermahnt an, lot jünt uit diese verdrehte Generation rütraden. So dass wir eine verdrehte Generation, wo wir zu der Zeit, wo sie sich rütraden von dort. Und weil viele Menschen, was dort hier in ihre verschiedenen Sprachen, was die hier in die horchten nur dort, was die zu sagen haben. Das sagt in Vers 41, in die sein Wort mit Frieden annehmen, leiten sich deupen, an den Tag werden da 3000 Säulen kommen. So hier gibt es eine große Erwartung durch diese Kraft, durch diese große Macht, was da passieren wird. Und das wird durch Jesus seine Jünger, die Predigt, was da gepredigt wird. Und so dadurch bekehren sich viele Menschen. 3000 in einem Tag. Eine sehr große Erwartung. So von vielen verschiedenen Sprachen hielten sie diese galiläische Männer. Ob er die eine Sprache sogar. Weil von der und auch, wir haben auch verschiedene Sprachen, wir haben mehr Sprachen nur aus der Dan wären. Und ich dachte sogar von uns Hintergrund, von uns als plottische Menschen von der und auch, die nehmen auch das Wort an und die lassen sich deupen ab den Namen von Jesus Christus, wegen sie haben das Wort gehört ab einer Sprache, was sie verstehen können.
Einer hier, ich gleich sage, Testimonies zu hören, einer hier oftmals von so einer, was da sein, sie haben das Wort gehört, ob er spricht, was sie verstehen können. Wie, und ich weiß nicht, wo meiste von ihnen über wie sind vielleicht in der Schule gegangen, wo sie bis Hochdeutsch lernen deuten, aber nicht in der Wirklichkeit verstehen deuten, was das Wort sein wird. Und das meint dann gar sehr viel. Wenn das eine Sprache ist, was wir in der Wirklichkeit nicht verstehen können, wo können wir das abnehmen? Aber wenn wir das Wort hören, auf so einem Weg, wo wir das verstehen können, dann wird das Wort. Viele Menschen von uns Hintergrund, da haben wir hier die Hand, sind auf den Glauben gekommen, während sie hier haben, ob eine Sprache, was sie verstehen können. Ob eine plottische Sprache. Gott hat uns die Gabe gegeben, auch plottisch andere Menschen das Wort mitzuteilen. Und Menschen, die haben auch die Möglichkeit gekriegt, selbst das Wort zu lesen und zu hören, was das zu sagen hat. So, ich bin dankbar, dass wir so viele verschiedene Sprachen verstehen können. Wir haben Menschen, die auf verschiedenen Städten dienen, sogar in Mexiko, wo wir Missionaries haben, die dort mitteilen auf Spanisch, auf der Sprache, was die dort verstehen können, dass die zum Glauben kommen. Und das ist gut, dass wir das tun, dass wir auf Sprachen Menschen das Wort mitteilen, dass sie verstehen können, dass die zum Glauben kommen. In Campeche, da haben Missionaries, die plottisch zeigen tun. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen, was wir gehört haben. Die sind zum Glauben gekommen, wer in der Hand das Wort gehört, ab er die eine spricht, dass sie das verstehen können. Weil wenn wir das nicht verstehen können, dann hat das gleich eine sehr gute Meinung. Dann hat das gleich die Kraft. Aber wenn wir das verstehen können, ab so einem Weg, als wir uns das fehlen, dann ist das mächtig. Weil Gott sein Wort, nur halb der Feier, Vers 12, nur als sei er mächtig. Sagt Gott, sein Wort lebt, denn er ist kraftig und scharfer als ein doppelschneidendes Schwert. So das kann kraft tun, was das viel zu tun. Das ist scharf und das ist lebendig, das ist mächtig. Aber ich sehe, das hat keine Meinung, wenn das nicht jetzt zu verstehen. Wenn sie zu mir das Evangelium mitteilen, ab Franz Hauser zum Beispiel, das wird keine Meinung haben zu mir, das wird keine Kraft haben. Das würde ich nicht von dort annehmen können, dass ich würde nicht wissen, was die zu mir sagt. So, wenn das ab so einer Sprache ist, was wir verstehen können. Und deswegen, glaube ich, kriegen diese Aposteln die Kraft, das Wort mitzuteilen, und dass die anderen das alle hören können, auf der Sprache, was sie verstehen können. Und das gibt eine große Erwartung dadurch. So, das heilige Jesus, die in den Menschen hineinkommt, die gibt viel Kraft, und die gibt uns auch Kraft. Und wenn wir die annehmen, dann wollen wir die brücken tun. Weil wenn wir alle Dinge wollen tun, was nicht am Golden ist, was nicht für Gott sein Dienst ist, da fehlt uns gleich Help. Dort fehlt uns gleich Help. Und wenn wir wollen einen Dienst tun für den Herrn, wie uns selbst, wie kann das gleich, dann fehlt uns die Kraft von Gott, den Heiligen Jesus. Der wird in uns regieren, uns tun dort, was uns fehlt zu tun, und zu sagen und so weiter. Jesus sagt auch mal in Matthäus 10, Vers 19, er sagt zu seinen Jüngern, wenn irgendwo Farben gerecht gebracht worden, zum Beispiel, sie sollen nicht bedüren, was sie sollen sein. Matthäus 10, Vers 19 und 20 sagt, dass, wenn sie jüngst verbringen wollen, dann seid nicht bedürt darüber, was sie sagen sollen. Weil was sie reden sollen, was jüngst dann gegeben worden. Gleich dann, was der Zeit fehlen. Wenn das wird fehlen, würden sie die Kraft haben, die Jesus innen geben, was sie sagen sollen, wenn das wird kommen. Und oftmals haben wir vielleicht auch da, sogar wenn wir vielleicht somewhere wem wollen, was mitteilen, einmal werben wir uns dafür, wir wissen nicht näher, was wir sollen sein, ich kann vielleicht nicht die Wert, was dann jetzt wird fehlen, oder ich kann die Schrift nicht gut genug, oder was immer. Was soll ich dann mitteilen? Was kann ich dort tun? Aber wenn wir uns wirklich loten von den Jesus, was in uns erst regieren, der wird uns die Wert geben, was fehlt zu sein. Auch wenn uns was Farben gerecht gebracht sogar. Das sagt in Vers 20, will dort sagen, nicht jeder da reden, aber jün Futter sind Jesus, der durch jün redet. Der wird reden durch uns. So, das ist nötig, dass wir diese Help brauchen tun. Uns fehlt das an diesen Help. Ich weiß nicht, wo das mit jün ist, aber für mich, ich brauche diesen Jesus, diesen Halpa. Damit ich vorwärts gehen.
So deswegen sagt Jesus, dass wir neidig, dass sie dessen Halpa brauchten. Dass wir für Ernten Gauden, wenn er von hier verloren leid, bis dann können er dessen Treister schauen, dessen Halpa. Die Jünger haben vielleicht so gedacht, wo kann das zum Gauden sein? Wo kann das gut sein, dass die verloren das von uns? Aber als sie das angeworden wären, was dort zum Gauden getan hat, dass sie diese Kraft gekriegt haben, ich glaube, dann wissen sie, von was Jesus reden leid. Jesus sagt, er würde nicht allein lassen. Sie dachten vielleicht so, Jesus würde ihn verloren, dass wir ins Lehrer gewesen, nun soll wir hier allein wiedergehen, was können wir das tun? Aber Jesus sagt in Johannes 14, Vers 18, ich will nicht aus Wesen hinlassen. Ich will drei in die kommen. Also er kam drei mit den Heiligen Geist, so er sagt, ich will drei kommen. Und die Welt, die würde am nicht sein, aber sie würden den sein. Er sagt in Vers 19, dass es soll nicht mehr erlangen, wird der Welt mir nicht mehr sein wird, aber je wollen mir sein, weil ich lebe, wo je auch leben. Und ich gleich das sagen, was wir lesen dann von Johannes Kapitel 17, wo er redet von, wo Jesus seine Jünger beten, zu seinem Vater. Das ganze Kapitel, das ist ein trostvoller Kapitel zu mir, wo Jesus beten sogar für seine Jünger. Hat es anstehen für dich, weil sie in dieser Welt wären und dass sie eine Gefahr wären in dieser Welt. In Johannes Kapitel 17, Vers 11 sagt, dass ich sie nicht mehr in dieser Welt. So, er wird nicht aus dieser Welt rausgenommen, er wird 3 Jahre und sagt, ich sie nicht mehr in dieser Welt, aber diese sind in der Welt. Dann sagt er, und ich komme nicht die, Heilige Vater, halt die Sache, in die Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sind, so als wie eins sind. Ich sage da hier, dass sie soll in Sache holen und auch, dass sie sollen eins bleiben, dass sie eins sind. Ich will, dass er hier meinte sein, dass sie soll eine Einigkeit bleiben, dass sie sollen taub bleiben, dass sie soll eins sein. Nicht verstrahlt sein in Spannungen und so weiter. Er sagt, dass sie eins sind, dass sie eins sind. Das was sein Gebet ist für seine Jünger. Und dann in Vers 12 sagt er, solange es ich bei dir an wir, hält ich an in deinen Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe nur an abgepasst. So was ihr dann passt, eine an ab, sagt er. Und keiner von an ist verloren gegangen. Bitte der einer, der verloren gehen muss, dass das so wort als geschrieben steht. So dass der Schrift muss erfüllt werden, so dass es propheziert werden, was soll passieren. So das muss passieren. Aber alle anderen, der hat Sachen geholt und abgepasst nach dir, dass die nicht verloren gehen. So er verleiht hier, er ging in diese Welt raus, aber diese bleiben nach hin, seine Jünger. Und so er wisst, dass die wären vielleicht so zu seinem Trouble, wenn es der Feind, der wieder auch. So er passt ab, und er will Gott soll für ihn sorgen. Er sagt, dass er will nicht haben, dass Gott ihn soll in diese Welt rausnehmen, weil er deins wieder noch nicht da hier. Er sagt in Vers 15, ich frage nicht dafür, dass du an in diese Welt nehmen sollst, aber dass du an fernen Beisen bewahren sollst. So Jesus wird hier bedeutet, dass Gott an wird für diesen Beisen bewahren. Weil je so braucht wie auch uns Filter und Hammer und den Heiligen Geist und Gott, dass er uns bewahren wird von diesen Beisen. Das heißt, sie sind nicht von dieser Welt, gerade so aus ich auch nicht von dieser Welt sie. Aber er sagt, er hat diese in der Welt nicht geschickt. Er will nicht, dass das aus der Welt zurückgenommen werden, aber er schickt die wieder in der Welt nicht. Er sagt in Vers 18, so als du mich in der Welt nicht geschickt hast, habe ich an in der Welt nicht geschickt. So er hat etwas wieder geschickt in der Welt nicht, zu schaffen und zu tun, was deins wir an. Mir ist das Kapitel wirklich viel wert, besonders wenn ich denke an, und wenn wir übergehen, nur Vers 20, wo das reden wird, von dass das meiste hier, wie hier bloß, wo er für seine Jünger beten aber wir hier in Vers 20, dass er sogar beten für uns hier von der und auch noch. Hörst du mal in diese Vers, Johannes 17, Vers 20. Er sagt, ich frage nicht bloß für diese,
Ich vertel nicht bloß für das, aber auch für die, die durch ihr Wort an mich leben wollen. So hier sagt er, der wird in der Zukunft auch noch am Glauben kommen. Für die Frau ich auch, für die bete ich auch. Ist das nicht ein Trost zu weiten, dass Jesus dann all zu Gott beten hat für die und für mich? Das wird hier sein, die durch ihr Wort an mich leben wollen. Weißt du, wir haben das Wort hier nu durch die Heilige Schrift, ob eine Sprache, was wir verstehen können, und wie kann das hier lesen sein, dass er hat gebet, für die, was der Luther noch wollen kommen. So, wir sind hier in dieser Welt für eine Ursache, und er hat gebet, den Vater, dass er wird auch uns bewahren. Also, so ist ich in der Welt wieder geschickt, so habe ich an in der Welt geschickt. So, wir sind in der Welt geschickt, was zu tun für Gott. Und das ist gefährlich, die Tiden in dieser Welt, von der und auch besonders. Wir leben in einer Zeit, wo das in der Wirklichkeit gefährlich ist. Er sagt, Jesus sagt in Matthäus 20, Vers 16, seid mal. Hier redet er von, wo er seine Jünger in der Welt angeschickt hat und wo er angeschickt hat. Er sagt, seid mal, wir sollen mal aufmerksam sein. Ich schicke ihn als Schlangen, nicht Schlangen, sorry. Ich schicke ihn als Schub, Mäden, mank Wilf. Du wegen sie klug oder weise als Schlangen und aschelig als der Düven. Schub, mank Wilf sind eine große Gefahr. Ein Schub, der braucht den Hort, um abzupassen nach End. Schub allein, der kann sich nicht wehren gegen Wilf. Aber er sagt, ich habe ihn als Schub, Mäden, manke Wilf geschickt. Vielleicht würden wir dann auch sagen, dass Paulus sagen, dass er hat in seinen Dienst hat er auch viele Dinge, die er bejeden hat, wo er in der Gefahr war, wo er durch schwere Tiden gehen hat, Menschen, die verkielten haben, aufmolzen, Leute haben sogar verdaut und so weiter. Bloß wegen, was er da das Evangelium predigen hat, von Jesus Christus, und er wird aufmolzen in der Gefahr. Und in seinen Verlangen wird einmal, glaube ich, auch gesagt, wenn ich hier bis kann sterben können, dann hier Furt von ihr. Das, was mein Verlangen wird sein. Fleischlich würde ich vielleicht so sein, würde ich sagen, wenn ich lieber bis sterben können, steht so down, dass ich dann aus dem Schubmanke wild geschickt worden. Ich würde vielleicht sagen, warum nicht lieber dann bloß mich hier mitnehmen und lass mich sterben und dann habe ich Jesus sein. Das ist, was Paulus sagt. Er sagt in Philippa 1, Vers 23, mir trägt das sei nur bei Sieden. Ich habe Lust, Aufschrei zu nehmen, in bei Christus zu sein, was der weit besser wird sein. Würden wir nicht auf uns so gleich zu leben, wenn wir horchen, was alles tun in dieser Welt von der und nach würde vielleicht auch gleich sein. Man würde vielleicht noch mal so denken, wenn ich lieber kann ich diese Welt nicht genommen werden. Dann wie Jesus sagen, was der viel besser wird sein. Und das wird auch. Das wird viel besser sein. Aber er sagt, aber wen jünt, wen der, was das Evangelium noch fehlen wird, er sagt, wen jünt, ist das noch nötig, dass ich noch Leben blieb. Dann sagt er, und willst ich davon überzeugt sie, weit ich, dass ich begünnt blieben war. Sein Verlangen wird, wenn er sagt, ich war wegen Jünt solven. Wenn mein solven, meine Gedanken, dass ich mich feilen werde, würde ich hier fort wollen. Aber wenn Jünt solven, würde ich ein Verlangen haben, hier zu bleiben, wenn ich wieder. So, ich weiß nicht, wo jeden auch muss fallen, dann als hier noch mal so eine Gedanken haben, dass es viel besser sein, wenn einer hier fortgenommen wird, und einer kann sterben, und dann weiten, dann kann er für ewig im Himmel sein, wie Jesus Christus. Und das wird Paulus auch sagen, dass er hat, sich so, wenn er würde die Gelegenheit haben zu wählen, was er würde kann tun, er würde ein Verlangen haben, hier wegzunehmen von dieser Welt. Aber er sagt, und will sich davon überzeugt sie, weiß ich, dass ich begünnt blieben war. Ich war mithelfen, jene Friede und Glauben wachsen zu lassen. Das ist eine gute Entscheidung, was er hier hat, dass er will mithelfen, wieder mithelfen, wo das fehlen wird, dass Glauben wird im Wachsen bleiben.
Want je, dat is leuk wat ons verlangen ook zal zijn. We zullen ook als God zijn Kinder wegen andere ersolven, denken aan wat andere fehlen dat, wo wir anderen können zum Nutzen sein, ich will, lieber, ich will mithelfen, dass andere glauben können und was bleiben oder was können. So mein Wunsch und Gebet ist, dass wir wirklich auch die Einstellung wollen haben, dass wir auch wollen sagen, hey, ich will mithelfen, wo immer ich kann. Mir freut, dass in der letzten Zeit habe mehr Testimonies gehört, sondern was hier wollen sich anschließen und dass sie meint, was das sein, dass sie fühlen, gelehrt von Gott, dass sie hier bekommen, um zu helfen, sein, wo sie kann beiführen. Und dass sie Gott verlangen zu haben. Sei, wo kann ich beiführen? Sie wollen ein Member werden, wie ich euch, dass sie kann beiführen. So, das sind viele von ihnen, was da den Verlangen haben, beizuführen und was auch tun. So, das ist ein gutes Ding zu tun. So, Gott sei Dank dafür. Das ist, was Paul seine Gedanken auch wären. Er sagt, er würde lieber wegen Ersolven bleiben, um mehr zu helfen. In Unarm haben wir auch tun. Du, wenn jetzt viel uns helfen, wenn wir uns die Entscheidung merken, wir wollen das allein nicht kennen. Aber wir können das durch die Help, die wir haben, den Heiligen Geist, der in uns ist, als wir hier in Deiden. Dann dadurch haben wir auch mit Philippa vorher verstratieren. Ich will schließen mit dieser Vers, was zu sagen, dass ich kann alles durch Christus, der mich stark macht. So durch Arm, durch die Kraft, haben wir das tun. Der wird uns stark machen und mächtig machen, zu tun, was wir zu tun haben. Aber noch beten zum Schluss. Gott, himmlischer Vater, ich komme noch einmal vor dir und ich danke dir, Herr, für die Werte, die wir haben, die Versprechungen, die wir haben und auch, dass wir auch kennen, dessen Halpa haben, das Tröster, den du die Jünger versprechen, die dann, wenn Jesus hier wird fortfahren, dass du wirst an dessen Halpa schenken, was er wird fehlen. Und wir brauchen den auch, wir stunden auch zu Gott, uns fehlt das oftmals in unserer Zeit, wo wir leben, dann fehlt uns an dessen Halpa. Weil wir allein, wir wissen einmal nicht, was wir sollen tun, dass wir rechte Entscheidungen machen können. Und wenn wir die Entscheidung nicht gemerkt haben, dass wir das wollen können vollbringen. Wir fallen so oftmals voll wie kalt, wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verloren tun. Und oftmals tun wir dort, wir verloren uns bloß auf unsere eigene Kraft und dann voll wie kalt und dort, was wir sollen tun. Help uns Gott in unseren Tiden, wo wir leben und besonders, dass wir wollen, dessen Tröster, dessen Helper annehmen, in den Leuten in uns regieren. Weil nur den Wort nur sagt den Wort, dass der erst in uns. Und ich bete, Herr, dass wir das wollen, wirklich annehmen, in den Leuten regieren, in den Leuten vor uns gehen, in uns leiden, dass wir mit ihm können gehen, und dass wir wollen mächtig sein und dass wir wollen Sieger sein in dieser Welt, wo wir leben tun. Dankeschön Gott für den Wort und ich bitte, dass wir das wollen annehmen, was du sein lässt von uns und was du von uns weißt, dass wir das wirklich auch wollen tun, dass wir auch wollen diese Einstellung haben, dass Paulus dann sein, dass er will mithelfen, wieder, dass andere glauben können, wieder wachsen. Und uns fehlt das so nötig, Herr, dass uns glauben wachsen, dass wir für die Leben hier bieten. Dankeschön, Himmel Gott, für den Worten und wir dir segnen uns. In den Namen. Amen.